Diese knallgelbe Zitrone fühlt sich uneben an, duftet stark und wenn ich sie aufschneide, schmeckt sie sauer. All diese Informationen gibt mir das Gehirn. Es ist die Schaltzentrale unseres Körpers. Das Gehirn steuert alle lebenswichtigen Körperfunktionen. Hier mal ein paar Fakten zum Gehirn. Ohne Gehirn geht es nicht. Nichts würde funktionieren. Es gibt über 86 Milliarden Nervenzellen, die unablässig feuern, also Informationen austauschen und dauerhaft aktiv sind. Puh, krass. Was das wohl ist? Ah, perfekt. Meine beiden Experten sind da. Hallo. Hallo. Hi. Perfekt. Was ist das hier? Siehst du diese Kugeln? Das sind die Nervenbahnen in den Farben Rot, Gelb und Grün. Rot steht für die Motorik, also die Bewegung der Muskeln. Dort werden die Bewegungsabläufe gesteuert. Grün stellt die sensorischen Nervenbahnen dar. Riechen, sehen, hören, schmecken, also die Sinneswahrnehmungen. Ja, ich kann vielleicht noch ergänzen, dieses Werk ist 1883 entstanden. Derjenige, der es entworfen hat, war seiner Zeit schon weit voraus. Also wie die Nervenbahnen verlaufen und welche Funktion sie haben. Beeindruckend. Interessant. Sag mal, könnt ihr mir noch mehr über das Gehirn und seinen Aufbau erzählen? Ja, da gibt's einiges. Ja. Komm mal mit. Schau mal, so ist das Gehirn aufgebaut. Das Gehirn ist in viele verschiedene Hirnareale aufgeteilt. Das hier ist der Frontallappen. Das da nennt sich Parietallappen. Und das hier der Temporallappen. Und das da der Occipitallappen. Und die alle haben viele verschiedene Aufgaben. Der Frontallappen ist zum Beispiel für den kognitiven Bereich, für das Denken und Beurteilen zuständig. Das blaue, der Parietallappen, ist für die räumliche Wahrnehmung verantwortlich. Ah, das hier ist das Kleinhirn. Das hier? Ja, genau. Das übernimmt die Koordination von Bewegungsabläufen. Stimmt doch, oder? Ja, genau. Das ist der Hirnstamm.
Er kontrolliert automatische Funktionen wie Atmung, Herzfrequenz und Blutdruck. Auch Schlafen und Träumen werden hier gesteuert. Außerdem ist es die Verbindung zwischen Gehirn und Rückenmark und leitet Signale weiter. Ja, stimmt. Hier würde ich noch ergänzen, es ist eine automatische Kontrolle über unseren Herzschlag und die Atmung, damit das Herz auch nachts, wenn wir schlafen, weiterschlägt. Wenn du schläfst, schaltet es nicht ab. Es läuft einfach weiter. Also für die gesamte Herztätigkeit, das Atmen. Genau, ganz automatisch. Was ist das? Das riecht nach Wald. Nach Wald? Für mich riecht das nach Pfeffer. Für mich ganz klar nach Wald. Ungewöhnlich. Ich höre nichts. Ich höre Geräusche. Geräusche im Wald. Wie das Rauschen der Bäume und Blätter im Wind. Ah, dann stellt man sich sofort den Wald vor. Bäume, Licht, die aufgehende Sonne. Grün, gelb, rot. Schön. Im Wald hat man auch starke Sinneseindrücke. Naja, bis auf das Hören für uns. Aber sonst, wenn es regnet, riecht der Wald anders, als wenn die Sonne scheint. Und was ist das? Moos. Weich und trocken. Manchmal sind es ja auch Düfte, die uns an jemanden erinnern. Ein bestimmtes Parfum, das du zum Beispiel bei der Umarmung von deinem Opa immer gerochen hast. Der Geruch von Blumen. Eine starke Erinnerung. Im Minutentakt kommen hier Informationen über verschiedenste Kanäle an. Bei der Flut an Nachrichten und Bildern müssen meine Kollegen einen kühlen Kopf bewahren. Journalisten müssen Informationen filtern, die Fakten checken und immer wieder abwägen und bewerten. Dabei kommt es auf Schnelligkeit an. Wow, was das Gehirn da leistet. Unser Gehirn muss momentan viel aushalten. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine und dann der Klimawandel, der sich immer stärker auch bei uns bemerkbar macht. So viele negative Nachrichten, die auf uns einprasseln. Wie wirken sich solche Nachrichten auf unser Gehirn aus? Unser Gehirn ist darauf gepolt, alle Informationen zu filtern. So, wenn wir alles, was wir aufnehmen, bei uns hineinkriegen, bekommen könnten, wären wir in kürzester Zeit in der Psychiatrie, weil es wäre zu viel. Das heißt, es wird aussortiert. Wonach wird aussortiert? Erstens, ob etwas neu ist und zweitens, ob etwas emotional interessant und wichtig ist. Und deswegen
Die Wetterkarte vergessen Sie, aber wenn es eine Überschwemmung gibt, dann bleibt die in der Erinnerung. Wenn Sie Kriegsbilder sehen oder Nachrichten, dann wird das mehr wahrgenommen als die 34. Bundestagssitzung. Und deswegen sind diese Nachrichten, wenn sie emotional aufwühlend sind, besonders wichtig und erreichen uns und beschäftigen uns. Die Nachrichten, die auf uns einprasseln, haben die auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Ja, vor allen Dingen diejenigen Nachrichten, die traumaähnliche Atmosphären schaffen können. Wir haben im Gehirn ein Organ, ein kleines Organ, es ist so klein wie ein Mandelkern. Auf Griechisch heißt es Amygdala. Und das ist nur dafür da, die Menschen davor zu bewahren, dass sie existenzielle Krisen haben. Es geht um Leben und Tod. Das ist früher entstanden, als wir noch gegen Säbelzahntiger gekämpft haben. So. Und dieses Organ untersucht alle Informationen, 100%, alle Informationen, ob sie lebensgefährlich sein könnten oder so ähnlich wie etwas Lebensgefährliches sind. So, und wenn dann ein Foto kommt aus der Ukraine oder von anderen Katastrophen, dann übernimmt die Amygdala die Macht. Und die übernimmt das Kommando über das Gehirn, aber auch über den Körper. Dann werden Hormone ausgeschüttet. Der Verstand geht in den Hintergrund. Der geht in so einen Sparmodus, so wie der Fernseher. Manchmal der hat so ein kleines rotes Licht. Man sieht nichts mehr, aber er ist noch an, damit er schneller wieder angeht. Also wenn ich vom Säbelzahntiger angegriffen werde, muss ich nicht wissen, wie alt der ist oder wann der zum letzten Mal beim Arzt war oder welches Sternzeichen der hat. Ich muss kämpfen oder ich muss fliehen oder mich verstecken. So, und das ist ein Kommando der Amygdala über den ganzen Organismus. Und dann ist es wichtig, dass, wenn diese Bedrohung weg ist, dass dieses Kommando wieder nachlässt, dass die Hormone nicht mehr ausgeschüttet werden. Aber wenn die Erregung bleibt, wenn uns das in die Nacht hinein beschäftigt, wenn der Bluthochdruck hoch bleibt, ja, dann hat es gesundheitliche Auswirkungen. Dann kann es Entzündung geben, dann kann es Stress geben, nicht nur die berühmten Magenschmerzen, alles. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allen Dingen, wenn es sich wiederholt und auf Dauer ist. Und wenn es bleibt und wir Menschen nicht getröstet werden, nicht in den Arm genommen werden und davon nicht wieder runterkommen, das ist das Entscheidende. Die Flut an Nachrichten führt zu ständiger Unruhe im Hirn und macht Stress und wirkt sich somit negativ auf unseren Körper aus. Was können wir tun, um den Kopf wieder frei zu bekommen? Hallo. Hi. Geht's gut? Ja, alles gut, danke. Was machst du gerade? Ich meditiere. Das tut mir gut, entspannt mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im Moment erleben wir schon ziemlich harte Zeiten. Negative Nachrichten prasseln auf uns ein. Das belastet schon irgendwie. Hast du Tipps, wie man entspannen kann, den Kopf wieder frei kriegen kann? Oh ja, da gibt's einiges. Da kann ich gerne Tipps geben. Das erste ist die Atmung. Bei Stress atmen wir hier oben viel zu flach und viel zu schnell. Wir müssen den Atem wieder mehr in den Körper kriegen. Langsamer atmen, dann wird die Anspannung weniger. Wollen wir das mal zusammen probieren? Gerne. Du nimmst deine Hände und legst sie hier unterhalb der Brust ab. Und atmest gegen deine Hände. Die Schultern bleiben locker. Einatmen, ausatmen. Der Bauch ist natürlich beteiligt, aber du konzentrierst dich voll und ganz auf deine Hände. Einatmen, ausatmen. Immer durch die Nase einatmen und ausatmen. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, merkst du, dass der Kopf ruhiger wird.
Ich würde empfehlen, das auch mal im Stehen zu probieren. Das fühlt sich anders an, okay? Ja. Jetzt nehmen wir die Arme dazu. Beim Einatmen durch die Nase hebst du die Arme. Beim Ausatmen wieder durch die Nase senkst du sie. Und versuch mal ganz langsam zu atmen. Immer langsamer, okay? Wie fühlst du dich? Ich konnte voll abschalten. Ich glaube, ich muss das öfter wiederholen, oder? Ja, das stimmt. Dann ist der Effekt noch mal größer. Es gibt noch eine andere Technik, die sogenannte Schütteltechnik. In Stresssituationen neigt unser Körper dazu zu verkrampfen. Um hier wieder locker zu werden, hilft Schütteln von Kopf bis Fuß. Einfach wellenartige Bewegungen durch den ganzen Körper. Nimm auch das Gesicht dazu. Den Kiefer locker lassen. Wenn es blöd ausschaut, egal, nicht nachdenken, einfach machen. Wow, da dreht sich ja alles. Ja, es dreht sich. Und dein Kopf, wo ist der gerade? Der ist total leer, faszinierend. Ja, siehst du? Es hängt auch davon ab, wie lang du die Übung machst. Ich empfehle, mit 2 Minuten anzufangen. Dabei den Körper genau zu beobachten. Wo ist man locker? Wo tut es weh? Es schult die Aufmerksamkeit für den Körper und reduziert Stress. Die negativen Nachrichten, die auf uns einprasseln, können wir einfach aus uns rausschütteln. Sollte man öfters mal machen. Ja, und das ewige Konsumieren von Nachrichten kostet auch viel Kraft. Es stresst uns, es zieht uns runter und kostet unheimlich viel Energie. Meine Empfehlung, nur ab und zu Nachrichten lesen. Dann wird man auch innerlich ruhiger. Das merke ich mir. Danke dir. Gerne. Dieser Ort steht wie kein anderer für Lernen, Forschen, Bildung. Aber wie soll man sich das alles merken können? Puh. Wie speichert unser Gehirn eigentlich Informationen ab? Warum können wir uns manches dauerhaft merken und anderes wiederum ist nach kurzer Zeit wieder vergessen? Warum ist das so? Ja, es ist schon sehr faszinierend, wie sich unser Gehirn Dinge über einen langen Zeitraum merken kann. Unser Gehirn funktioniert dabei wie eine Art Festplatte. Aber nicht einfach in Binärcodes, also 1010. Nein, unser Hirn baut ständig Netzwerke, tauscht Informationen aus. Einiges wird gespeichert, anderes gelöscht, Verbindungen entstehen oder werden wieder gekappt. Beim Fernsehen zum Beispiel ziehen die Bilder vor unserem Auge vorbei, sie landen im Ultra-Kurzzeitgedächtnis und sind schnell vergessen. Wenn wir ein Bild spannend finden, merken wir uns genau das und es landet im Kurzzeitgedächtnis.
wie beim Vokabelnlernen. Die haben wir nach 20 Minuten schon wieder vergessen. Bei voller Konzentration können sie auch im Langzeitgedächtnis landen. Die viel genutzten Nervenbahnen werden stabiler. Es entsteht eine Art Autobahn. Man kann sich mehr merken. Das gilt auch für emotionale und schöne Erinnerungen, die die Nervenzellen mehr aktivieren. Solche Erinnerungen bleiben dann hängen. Die Merkfähigkeit unseres Gehirns kann man auch trainieren. Dafür gibt es Merksätze und Eselsbrücken. Zum Beispiel, wie kann man sich die Reihenfolge der Planeten besser einprägen? Dafür gibt es einen Merksatz auf Deutsch und der geht so. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Also der erste Buchstabe vom Wort mein, M wie Merkur. V steht für Venus, E für Erde, M für Mars, J für Jupiter und so weiter. Das sind Eselsbrücken. Das Gehirn ist auch zentral für unsere Erinnerungen. Es ist ganz interessant, dass sie sich im Laufe des Lebens verändern können. Dabei erinnern wir Dinge anders, als wir sie tatsächlich erlebt haben. Wir denken, wir hätten etwas genauso erlebt, weil es uns vielleicht jemand erzählt hat. Dabei waren wir gar nicht dabei. Also stimmt es nicht. Warum ist das so? Warum verändert das Gehirn unsere Erinnerungen? Stimmt. Das Thema Erinnerung ist in der Tat ein hochspannender Bereich. Schon lange wird in Philosophie, Medizin und Psychologie daran geforscht, was Erinnerung eigentlich ist. Es gibt viele Diskurse und Forschungen darüber. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Die Neurologie sieht das Gehirn als einen Speicherort für Erinnerungen an. So wie wir unsere Umgebung, die Welt, zum Beispiel sehen, fühlen und riechen, wird sie in unserem Gedächtnis abgespeichert. Erinnerungen sind damit bloße Informationsreize, die im Gehirn abgelegt werden. Da die Informationen aber nicht direkt gespeichert werden können, sondern durch unsere Wahrnehmung umkodiert werden, kann es hier schon zu Veränderungen und damit zu anderen Verknüpfungen, also Erinnerungen, kommen. Daher wird oft nach einem Unfall der Unfallhergang von Zeugen der Polizei anders geschildert, als er wirklich passiert ist. Einfach weil es beim Abspeichern der Wahrnehmung im Gehirn anders abgelegt wurde. Aber auch durch Alter, durch Krankheiten wie Demenz oder durch toxische Substanzen können Nervenzellen zerstört werden und so kann das Erinnerungsvermögen beeinträchtigt sein. Deshalb verschwinden manche Erinnerungen auch wieder und andere bleiben ein Leben lang bestehen oder sind nur latent vorhanden. Grundsätzlich ist das Erinnerungsvermögen von Mensch zu Mensch individuell verschieden, was auch mit den jeweiligen Biografien zu tun hat. Darüber hinaus können Erinnerungen auch überschrieben werden. Wenn etwas besonders unangenehm war, dann können Erinnerungen so umstrukturiert werden, dass neue konstruiert werden. Das sind einige der Gründe dafür, warum unterschiedliche Erinnerungen existieren können. Ein Trauma kann, ausgelöst durch eine schlimme Situation, entstehen. Hierbei gibt es 3 unterschiedliche Formen des Umgangs. Das erste ist Flucht, das ist gut. Das zweite ist Angriff, ebenfalls ein guter Umgang. Bei beiden entsteht seltener ein Trauma. Wer jedoch die Situation als ausweglos erlebt, sich hilflos fühlt und verloren ist, der kann traumatisiert werden. Wie sieht es mit den Erinnerungen in so einem Fall aus? Die schlimme Situation, die passiert ist, hinterlässt ein Gefühl von unvorstellbar oder eine bisher nie dagewesene Lebensbedrohung. Der menschliche Körper und das Gehirn sind überfordert. Es kann nicht verarbeiten und setzt einen Mechanismus in Gang. Was passiert? Es wird verdrängt. Das nennt sich Dissoziation. Dies geschieht zum Selbstschutz der Person. Das passiert ganz automatisch. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir können uns an die Situation nicht mehr erinnern. Die Erinnerungen sind einfach weg. Diese Personen wirken manchmal gefühllos, kalt. Das ist der Selbstschutz, der durch das Verdrängen geschieht. Und erst nach einer Weile, nachdem wir die Ereignisse verarbeitet haben, kommen die Erinnerungen langsam wieder zurück. Die Bilder zu dem Ereignis sind wieder da. Oder es ist so, wir sitzen zum Beispiel im Auto oder im Zug, je nachdem, welche Situation man damals erlebt hat. Und das kann der Auslöser sein, dass all die Bilder im Kopf wieder da sind.
Dadurch fühlen wir uns hilflos, wissen nicht, wo das herkommt. Das nennt sich dann Flashback. Das zeigt auch, wir haben das Erlebte noch nicht verarbeitet. Die Bilder, die wieder aufploppen, belasten uns und treiben uns dann um. Dies passiert häufig, wenn das traumatische Ereignis verdrängt wurde. Das Gehirn ist so faszinierend. Es kann so viel. Sich Dinge merken, lernen, sich an Dinge erinnern und auch wieder vergessen. Und vieles ist noch längst nicht erforscht. Und trotzdem, unser Gehirn ist keine Maschine. Wir sollten unserem Kopf auch mal Auszeiten gönnen. Mal abschalten. Tschüss und bis demnächst.